Herr Präsident, die Damen und die Herren! Die Wissenschaft in den USA steht aktuell unter bedeutendem Druck. Hinter dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump gesehen sich viele Forscherinnen und Forscher mit Budgetskürzungen, Entlosungen und allgemeiner Unsicherheit konfrontiert. Mehr wie 5000 Arbeitsplätze am Gesundheitswesen und an den Lebenswissenschaften sind aktuell schon verloren gegangen. Und noch öffentlich finanzierte Forschungsprojekte auf Universitäten und Spitäler stehen für schwierige Amenter. Erfahrene US-Wissenschaftler warnen, dass Forscher möglicherweise die USA verlassen, für im Ausland mehr stabil Karrierechancen und bessere Forschungsbedingungen zu finden. Das bietet eine einmalige Gelegenheit für Europa und auch für Lützeburg, remarkable Forscher, sowohl Europäer wie auch Nicht-Europäer, für das Universitäten und Forschungsinstitute zu gewinnen. Davon kann nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Lützeburger Wirtschaft stark profitieren. Besonders in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Biomedizin. In diesem Kontext will ich folgende Fragen mit der Ministerin stellen. Disposiert die Regierung über eine gezielte Strategie für Talent Attraction für international unerkannte Forscher und Wissenschaftler in Lützeburg zu kreieren? Weil ja, wie sieht die Strategie aus? In welchem Bereich sind die meisten Forscher und Wissenschaftler aktuell gebraucht? Wie plant die Regierung, das Forschungsökosystem zu Lützeburg weiterzuentwickeln, für langfristig international konkurrenzfähig zu bleiben? Merci vielmals.